Dieses Spiel hier macht mich echt fertig. Hey, alter Schwede. Ja, willkommen zurück, Freunde. Ja, bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards. Ja. Oder wohl auch, manchmal auch gerne genannt Verarscher of the Cards. Weil, ganz ehrlich, mein Hauptstory vorbei. Trotzdem überall Schwänzender. Wir kommen keinen Schritt weiter, ohne was zu machen. Ohne Schlüsselkarten sowieso nicht. Am letzten Part noch einen geflügelten Drachen Esra erhalten. Das Teil kannst du aber nicht spielen, weil die Karte einfach so herabgestuft wurde. Und, Alter. Ist einfach übel. Umso mehr freue ich mich auf das nachfolgende Yu-Gi-Oh! Projekt, aber dazu dann später mehr. Jetzt mal gucken, ob wir das Teil hier noch viel länger weiterspielen wollen. Weil ganz ehrlich, wenn es also darum geht, noch ein bisschen gegen Schwänze zu fighten über x Stockwerke, dann nö. Dann habe ich keinen Bock mehr drauf und würde das Let's Play dann bei Gelegenheit beenden. Aber jetzt mal gucken, was wir so haben. Alter, was eine geile Starthand. Jetzt erstmal ein Monster verdeckt. Und dann auch noch diese Karte hier verdeckt. Das war's, du bist dran. Ja, zeig doch mal, was du so drauf hast. Majestätischer Mech irgendwas. Wie kannst du denn mit so vielen Angriffspunkten spielen? Ach so. Während der Endphase zerstört, ist natürlich sehr schön für uns. Ein Zombie. Tja, was nehme ich denn da? Was nehme ich denn da? Brauchen wir Tribut? Brauchen wir... Nö, der will so eigentlich nicht, wahr? Wäre doch mal ganz nett, diese Karte zu spielen. Den guten alten Marshmallow. Tja, wir sind jetzt mal verschrottet, Kumpel. Sehr gut, und er geht auf den Friedhof. Du bist ja so doof. Ja, so doof. Du. Ach ja, was willst du machen? So, wieder mal eine Karte gezogen. Gut, du machst wie eben auch. Setzt ein Monster verdeckt und eine Karte verdeckt. Ja, ich bin so fies. Du. So, Kumpel, wir können jetzt langsam mal ein Stufe 5 Monster spielen. Wäre natürlich auch sehr froh drum. Und in normalen Stufe 6 Monster. Noch so ein Gedo, Babu, was auch immer. Digi, Babi. Kreaturentausch. Okay. Du. Es ist mir schon klar, dass du nachher das Monster und so verlierst und danach die Punkte. Das ist schon irgendwie klar. Was? Alter, sein Friedhof, wieso verliert die Punkte? Ist klar, was eine Scheiße ist das denn? Ich verliert die Punkte, obwohl es ein Friedhof ist. Ich glaub's auch. Alter, leck mich doch am Arsch, hey, da, Lichtschwerter. Mein Marshmallow. Mit der gegen mich eingesetzt, ist klar. So, Gehirnwäsche. Also auf meine Seite, Kumpel. Mann, oh Mann, oh Mann. So, und dann rufen wir den Resonator, wie immer, im Angriffsmodus. So, jetzt Synchro-Time. Warte mal ein bisschen Power und so. Und Go-Wächter ist sowieso ein geiles Viech. Also rufen wir ihn mal. Boah, ey, verliere ich die Punkte, wo es sein Friedhof ist, ich glaub's auch. So, mit diesem Glück wird das Duell relativ schnell vorbei sein. Ist natürlich auch mein Ziel, dass wir hier in diesem Part, wenn es geht, sogar 3 Duelle unterbringen. Wir immer ein bisschen vorwärts kommen. Woohoo! Direkter Angriff, das wird wehtun. Scheiße, Mann, ich hasse dich. Ja, wenn du wüsstest, wie sehr ich euch hasse, ganz ehrlich, ey, dann wirst du dich aber vor Scham zurück in deine Fabrik zurückziehen, wo du hergekommen bist. Junge, nee, ich mag die Trends überhaupt nicht mehr. Am Anfang ist es relativ lustig und so, eine coole Idee. Teilweise auch noch starke Säger, mittlerweile nerven die Dinger nur noch. So, Lichtschwert halt noch für 3 Züge, beziehungsweise jetzt noch für 2. Ist doch cool, dann können wir direkt angreifen und das Duell beenden.
Goju-Wächter. Angriff. Vernichten. Und bring mir den Sieg. Nee, natürlich nichts. Wie soll das gegen mein eigenes Monster einsetzen? Was? Oh nein, 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 nein. Das tut weh. Das tut weh. Autsch. Du bist ein Penner. Ein Oberpenner. Rass dich. Du und dein Ausgebot der Hölle. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, das seht ihr mal, Leute. Das meinte ich vorhin eben gerade mit Nerven. Also egal, es ist ja vorbei. Also versucht es zu wehren, dann nichts mehr gebracht. Und jetzt werden wir das Duell beenden. Muss ja gar nicht mehr ziehen, aber egal. Ziehen muss man ja immer mit seiner Karte. Das ist Pflicht bei Yu-Gi-Oh! Ja, und so schnell kann es gehen. Nee, immer noch nicht. Immer noch kein Bock drauf und das war's. Na, endlich mal. Scheibenkleister. Naja. Du bist doch auch scheiße. Hey, nicht gemein direkt werden. Doch. Das mögt ihr doch so sehr. So, jetzt kriege ich die Schlüsselkarte, Gedankengang. Gut, dankeschön. Kommen wir nochmal weiter. Und das ist eine neue, noch nicht. Mal überlegen, unten die muss er sowieso nicht mehr. Okay, gehen wir sowieso oben entlang und gucken, was aber bei den Fragezeichenfeldern ist. Vielleicht findet doch noch irgendwas Praktisches, keine Ahnung. Bei den Zielfeld sehe ich sowieso nicht. 10 AP, ganz klar, eben Stoppfeld wieder. So schnell nicht. Zapschocker. Na gut, wir machen es ein bisschen schneller hoffentlich. Für solche Fälle bräuchte ich echt ein Exodia-Deck. Das wäre doch jetzt der Hammer. So ein Exodia-Deck mit Umständen in 2-3 Zügen gewonnen. Das wäre geil. Und fällt jetzt meine ich noch ein Teil der Exodia. Ich glaube sogar irgendwie das rechte Bein, genau, das müsste sein, was mir fehlt. Und naja, halt die ganzen Support-Karten noch. Oder einfach nur Exodia ins Deck zu packen. Das alleine ist ein bisschen doof. So, sein Deck heißt jetzt Zapschocker, was er mit auf sich hat, sehen wir gleich. Tja, aktuell noch nichts Besonderes. Alter, 20 Monster im Deck. Ja. Das Einzige, was kommt, ist so ein abgearbeiteter Zombie. Ja, Servus dann auch. Ach, was soll's, Mann. Guter Puffer, noch cool. Die Karte kann mir sicher noch was bringen. Ja, ja, ja. Ja, trotzdem noch eine Karte auf Deck spielen. Und das war's mal wieder. Was will er wohl? Reigige Brecher, war klar. Nein, nicht mein Monster. Naja. Ist nicht so wild, weil zerstört werden sollte sowieso. Aber das hingegen kotzt mich jetzt sehr an. Der Rechner mit keinen Angriffspunkten. Aber vielleicht mal jetzt gleich ein bisschen ändern. Der Rechner kriegt einen Angriffspunkten haben für meine Karten. Ah, die Stufe mal 300. Verstehe. Das tut doch weh. Oh je, Mine. Du. Naja, also, das sind nicht gerade eine Glanztat, Freunde. Das mal so zugeben. Die Tomate. Der beste Freund des Menschen. Ach nee, das war der Hund. Hinzufügen. Okay. Alles klar, könnte klappen. Ich rufe meine Mystic Tomato im Attack Mode. Ja, ein bisschen auf Englisch zu formulieren. Oder Englisch wohl eher. Und vernichte sein Raimai.
Oh wei, oh mei. Oh wei, oh wei. Oh wei, oh wei. Ja, ist ja gut. Ja, noch so ein beschissener Rechner. Der alleine bringt auch nicht viel. Noch mal die zweite mystische Tomate aufs Feld. Ja, ich bin ja da. Naja, schon gut. Dämliche Lachemann. Mystische Tomate vernichtet seinen Rechner. Auf das er wieder zur Schule muss. So, wir haben noch 2100 Punkte. Das reicht aber fürs Erste. Aber trotzdem sagen, jetzt ist eine Karte verdeckt. Und das war's. So, 5 Züge bereits vorbei, immer nicht gewonnen. Ist das scheibenkleistermäßig. Müde bin ich auch, da seht ihr mal, wie langweilig das Spiel eigentlich ist. Naja, wenn das so vorbei ist, dann hoffst du, kommt ihnen noch was raus und so. Am Schluss sind es doch nur ein paar Schrotthaufen. Naja. So, dankeschön. Dann wollen wir mal, und zwar mit Krebons. Krebons. Mystische Tomate vernichte sein Rechner vermutlich. Yep, wusste es doch. Nun Krebons, direkt Angriff auf seine Lebenspunkte. Wow, das gilt nicht, das ist unfair. Falsch, Kumpel, das ist sogar sehr fair. Was willst du tun? Wollte ich fragen, aber nee, ich will eine verdeckte Karte. Das ist alles, was er macht. Was für ein Langweiler, ja. Oh, Sangan, auch immer gut und niemals schlecht. Tja, und den Rest kennt ihr ja. Mystische Tomate, vernichte sein verdecktes Monster, was auch immer es sein mag. Es ist Batteriemann, Ja, da bringt es natürlich sehr viel. Sangan, vernichte sein Batteriemann, Und Krebons, greifen direkt an. Tja, Arrivederci, Tschüssikowski und Sayonara. Darf man doch am liebsten sagen, ob es wirklich so etwas ist oder wird. Naja, wir sehen es hoffentlich bald. Ja. Oh. Drückt er plötzlich auf die Tube. Das finde ich unfair. Hey, die brauche ich noch. Fieser Mistkerl. Los, Mann, vernichte seine Tomate. Aua. Immer die Tomate. Hat irgendwie Bock, mal Krümpel synchronisieren zu rufen. Krümpelkrieger natürlich. Synchronisieren kann man auf den. Gut, und erstmal Riesenbazille. Ja, also brauche ich erstmal Krieg auf der Hand, was er mit Sangen erreichen könnte, das stimmt. Man hat hier noch 2 verdeckt und so und ja. Mal gucken. Ja, schon bald wieder rufen und ja, wird schon cool. Oh je, Mini, die Köderpuppe, wie die Karte aussieht. Also der Effekt ist echt krass. Los, vernichte seinen Sangan! Sangan! Mal Sangan! So, wie gerade gesagt, nehmen wir mal den auf die Hand, zack. Das ist doch ganz krass, da mache ich mich grad nass. Spielmann verdeckt. Ist klar, Alter, ist klar. Tja, wisst ihr was? Nö, kein Bock drauf. Tschüss.
So, sehr gut. Soll ich jetzt Break noch rufen oder soll ich eher... Oh, ich lasse mal noch. Mal gucken, was er jetzt so treibt. Oder was für Ideen er jetzt hat. Batteriemann, die Mikrozelle! Yeah, Mann! Batteriemann, D! Oh je, oh je. Und weitere Batterietypen. Ne, alt ist aber schon bewusst, dass es heutzutage Akkus gibt, ja? Oh. Oh. Das ist originell. Batteriemann Ladegerät. Haben wir drin verloren? Wir werden es gleich sehen. Du. Ja, sieht fast so aus, wa? Yeah, wir haben verloren, cool! Ja, jetzt merkt ihr mal, wie sehr man das ankotzt, gegen die scheiß Trends zu kämpfen. Mir geht's sogar am Arsch, weil wir verlieren oder gewinnen. Das will ja auch was heißen. Also einfach so mein Monster auf die Hand schicken konnte. Finde ich auch noch erstaunlich. Verloren. Tja, so schnell kann es gehen, Freunde. So, genug gespielt, aber keinen Bock mehr drauf. Jetzt will ich ihn endgültig aus dem Weg räumen und dann... Oh, es geht auf der nächsten Ebene nicht mehr weiter. Wenn es auf der nächsten Ebene wieder Train Center gibt, Leute, und zwar so viele, dann nee, schneidet das raus und macht die Offscreen, ganz ehrlich. Das ist mir dann zu doof. Du machst auch im Schnelldurchlauf, sprich, ich nehme es zwar auf, aber ihr seht nur, ja, wie gesagt, Schnelldurchlauf hat das Ganze funktioniert. Kann ich dann die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen und so, das wird, ja, klappt sicher und sicher auch angenehmer für uns alle. So, wollen wir mal. 3 Fallen, 2 Zauber, ein Monster, sie ist auch selten. Gut, das reicht das erste. Okay. Sein Madrid-Deck ist zwar eigentlich eher schwach, aber wenn er da halt bereits ein paar Monster auf dem Friedhof hat und einen stärkeren ruft und so und dann durch die Effekte glänzt, dann kann schon mal übel werden. Das merke ich mir, Leute, das merke ich mir. Die Riesenbazille, sehr schön. Machen wir da weiter, was wir im letzten Part aufgehört haben mit der Strategie. Und direkt mal diese alten Karten fertig, dann die gleich auch noch. Ja, jetzt bin ich wagemutig. Ich will doch nur, dass er sich mal ein bisschen ins Zeug hält. Die Mikrozelle, nicht die Mikrowelle, nein, die Mikrozelle. Urteil des Donners. Ja, wenn du unbedingt willst. Aber Sangan erlaubt mir sowieso noch ein Monster zu ziehen. Nicht so. Der Grübelskondensierer. Das Batteriemann-Ladegerät kommt der schon wieder. Bring doch mal was Aktuelles. Was kann er jetzt eigentlich? Dass du kontrollierst. Okay, der kann sowieso nichts. Also der könnte angreifen, kann den zerstören. Na gut, lass momentan noch. Batteriemann Brennstoffzelle. Was ist denn der Name, ey? Alter, das soll er so wissen, wa? Du Kumpel, hat irgendwie gar keinen Bock darauf, da die Riesentonal zu spielen. Kannst du bitte mal... Ja. Ist aktuell ein bisschen doof. Na gut, lassen wir mal. Du brauchst sowieso einen noch auf dem Feld. Zack.
Boom. Das tut weh. Wa? Das gefällt dir doch. Gib's zu, darauf stehst du. Ein Schrotthaufen. Los, Batteriemann, Ladegerät, du bist mein stärkstes Monster, das coolste, das Beste. Und das, was gleich ein bisschen verschissen hat, dank meiner teuflischen Kette. Ja, shit happens. Was, das gibt nichts, das ist gemein. Ich opfere das Monster. Du. Oh, muss das sein, ey? Das ist jetzt ein bisschen doof. Ja, ist klar. Alter, kann mit dem Quatsch aufhören. Also wenn es weitergeht, spiele ich echt noch die Karte. Was für ein Penner, ey, mal ganz ehrlich. Wie kann man nur so beschissen drauf sein? Okay, gut. Und will, das müsste ich eigentlich Riesenbazille spielen. Die volle Power von... Na, ist egal. Wird auch so funktionieren. Gerimpelkondensierer. Dann schickst du mal ganz kurz hier ein Riesenbazille aufs Feld. Und ich mache lockerflockig eine kleine Synchrobeschwörung mit meinem Gerümpelkrieger. Vielleicht gibt es eine coole Animation. Könnte ja sein. Cooler Auftritt, Kumpel. Gerümpelkrieger. Und hat er eine besondere Fähigkeit. Ja, sind nicht mehr viele Level 2 Monster dort, aber kriegt ein bisschen Punkte. Ist doch auch nicht schlecht. Was mache ich jetzt? Mit dem greife ich am besten ihn an. Batteriemann, der ist momentan egal. Das setzt nachher in Feinkontrolle um. Der ist mir aktuell auch ziemlich, ja, Wurf würde ich sogar sagen. Der ist ein bisschen doof. Das zu kontrollieren. Es war natürlich besser, wenn ich zuerst mal den ausschalte, die Mikrozelle. Nachher eben noch gucken, ob ich zuerst den ausschalte oder den hier. Wird schon gut gehen. Also gut, Zange sage ich schon. Riesenbazille, was? Wie bitte? Okay, der Typ will mich nerven, von mir aus. Ich mache halt erstmal Feinkontrolle. So, wieso? Ganz einfach, muss er natürlich auch ein bisschen wehtun. Genau das meinte ich. Was? Das geht nicht, das tut weh. Na, natürlich soll es weh tun. Trottel, ey. Gut, wäre der auch im Arsch. Sehr gut, aber jetzt noch alles auf dem Feld. Perfekt, zieht er es nachher, okay. Einmal pro Spielzug klingt für mich nicht gut, deswegen kann ich direkt mal weg. Dank Spalt. Und tschüss. So, das war das erste. Ach ja, mein Gerümpelkrieger. Stufe 5, 3300 Punkte. Ich könnte auch auf 4300 haben oder sogar noch mehr, wenn noch Krimis auf dem Feld wäre. Ich glaube, er hat es echt mal hingebracht, da bei Reverse of Arcadia. Dass Gerümpelkrieger irgendwie über 5000 Punkte hatte. Das war geil. Gehirnkontrolle? Nee, wer braucht das schon? Wer braucht schon Gehirnkontrollen? Aber erst einmal aktiviere ich die Zauberkarte Köderpuppe. Damit geht der weg. Okay.
Nein, nicht die hätte ich genau gebraucht, du Arsch. Mann, oh Mann, oh Mann, oh. Okay, jetzt den Verteidigungsmodus und den ebenso. Und dann greife ich mal an mit dem Gerümpelkrieger. Vernichtet seine Batteriezelle, Dingsbums, Scheißviech, egal. Hauptsache so der richtige Weh. Ja, sehr gut, sehr gut. So, Alter, komm schon, mach ein bisschen hin. Alter, ist klar. Verdeckte Karten, Monsterverteidigungsmodus. Was auch sonst, nicht wahr? Nee, kann man Spaß noch ein bisschen auf und weiß nie, was noch alles kommen mag. Naja, persönlich hatte sehr viel. Der hätte mit einem Riesenbaziller angreifen können. Natürlich auch eine Idee. Um so das Duell ein bisschen schneller zu beenden. Du. Ja, Schrei der Untoten. Ist ja gut, ist ja gut. Du hast drauf. Ich sehe sie auch. Wow, so ein Stack. Wow, du bist ja ganz ein krasser Typ. Dumm, dass du dich gleich selber vernichten wirst. Tja. Der Typ ist einfach halt so doof. Hat halt nicht mehr alle Bits in der, ja, im Schrank, war. Statt der Tasse, nicht mehr alle Bits oder alle Bits im Rechner. Whatever. Oh, selber Schrei der Untoten, auch nicht schlecht. Machen wir es lieber so, ein bisschen galant. Mit der Gehirnkontrolle. Tja. Er ist zwar ein Batterietyp und er funktioniert gar kein Gehirn, aber es funktioniert trotzdem. Batteriemann, Brennstoffzelle. Greift dein ehemaliges Herrchen an und ja, den Rest kennst du ja auch. Nein, verloren. Ein eigener Viech besiegt. Scheibenkleister. Tja, da siehst du mal, was du so drauf hast oder eben auch nicht. Sehr schön, kommen wir oben natürlich durch, problemlos. Ach, ist das herrlich. Schwöre mir noch Wasser, brauche ich nochmal. Oh Gott, Leute, das gibt's nicht, muss nicht immer das Ziel. Das ist ja gar kein Ziel, der muss oben durch, wa? Mittelmäßige Gottheit, gegen das man sich catchen oder was? Oh Gott, oh Gott. Also Leute, wie es weitergeht hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds, ihr erfahrt's im nächsten Part. Jetzt mal gegen den Transcend antreten, mal gucken, wie ich da weiterkomme. Also ich schätze mal entweder er oder der Typ da unten wird die Karte dafür haben, damit ich hier weiterkomme. Und ja, Ziel muss auch irgendwo da oben sein. Mal gucken, was wir hier dafür bekommen, aber wie gesagt, wenn es nichts Besonderes ist, dann machen wir den Rest offscreen oder beenden sonst das Let's Play ganz in Ruhe. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.